Bike Biber, Showtime! Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Sonst der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Benny? Yes. Mike? Könnte schlimmer sein. Larissa? Luana? Besser als beim letzten Mal. Franzi? So, jetzt habt ihr alle 1 Minute, um eure Prüfungen anzuschauen. Und dann versorgt ihr das Radibutz in der Mappe und zeigt es daheim euren Eltern. Und? Wie ist es bei euch gelaufen? Ich habe einen 5er geholt. Und du? Also mir hat es für einen 4,5er gelangt. Das mit dem 6 habe ich nicht so gecheckt. Bei mir hat es auch einen 4,5er gegeben. Das ist doch tipptopp. Und ich Ich glaub's einfach nicht. Dabei habe ich doch so viel gelernt mit dem Papi. Oh, ist dir nicht so gut gegangen? Ein 5,5 hat nur einen halben Punkt mehr gebraucht für einen 6er. Aber Franzi, das ist doch voll gut. Also mit einem 5,5er wäre ich mehr als zufrieden. Ja, ich wäre auch froh um so eine gute Note. Nur ein 5,5. Nimm's nicht zu schwer, Franzi. Die nächste Prüfung ist schon gleich. Weisst du noch? Wir haben doch heute Abend zum Lernen abgemacht. So, Kinder, die Minute ist vorbei. Jetzt alle Prüfungen in die Mappe versorgen. Das kann ich schon zeigen. Das bekomme ich vielleicht noch das Zahnennüte von den Nonnen überbringen. Igor, es gilt auch für dich. So, bevor es läutet, möchte ich euch nochmal an die Projektwoche erinnern, die in 2 Wochen wird stattfinden. Überlegt euch bis am Montag noch mal ganz genau, was ihr an der Projektwoche machen wollt. Nächste Woche könnt ihr euch dann für den Kurs eintragen. Es ist eben schon immer eine ganz eigene Stimmung im Klassenzimmer, wenn die Prüfungen zurückkommen. Nervosität kann man richtig spüren in der Luft. Da gibt es viele freudige Gesichter, aber auch die ein oder andere Tränen im Schulzimmer. Und dann ist da auch noch die Franzi Fuchs. Sie gibt sich nur mit einem 6er zufrieden. Dabei wäre manches anderes Kind froh, wenn es mal einen 5,5er gibt. Und die Projektwoche tun auch noch keinem gut. Da haben die Kinder allerlei interessante Kurse zur Wahl. Töpfern, Bouldern, Skateboarden, Schach, Robotik und. Da fällt es einem nicht leicht, etwas auszuwählen. Aber das hat noch Zeit. Der Bike und Co. sind nach der Schule im Skaterpark unterwegs, um nach einem strengen Tag den Kopf zu lüften. Schaut, jetzt bin ich dran. Alles okay, Wels? Ja. Ich bin mir so sicher gewesen, dass es das mal klappt. Und dabei habe ich doch alles genau so gemacht, wie mir es der Logan gezeigt hat. Übung macht den Meister. Oh, schau, dort kommt gerade der Logan zu fahren. Wow, er hat einen Kickflip gemacht. Keibe gut. Also wenn es ums Trickli machen geht, ist er schon der Beste. Gell, Franzi? 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 Jetzt leg doch mal das Buch aus der Hand und komm mit uns skaten.
lese nur noch den Abschnitt über das Bauwerk der Römer fertig. Aber die Römerprüfung ist doch erst am Dienstag. Das geht ja noch ewig. Wenn du meinst. Mein Papi sagt, man kann nie genug früh mit Lernen anfangen. Es kann es doch jeder so machen, wie er es will. Viele Wege führen nach Rom. So ist es. Aber nicht nur Wege, sondern auch Strassen haben die Römer damals gebaut. Und wisst ihr, was sie sonst noch erfunden haben? Computer? Aber Mike, Computer gibt's doch noch nicht so lang. Es sind zum Beispiel Aquädukt, Heizungen, die römischen Zahlen und noch vieles mehr. Und habt ihr gewusst, dass die Kleider der Römer Tunika und Toga geheissen haben? Okay, was? Ich kann mir das nicht so schnell merken. Lass uns mit dem Geschwafel in Ruhe, Franzi. Ich will doch nicht hier im Skatepark von deinen langweiligen Römern hören. Ich mache lieber noch ein paar Tricks. Komm, Hanna, es wird Zeit. Wir wollen doch bei mir daheim lernen. Jetzt schon? Wir sind doch erst gerade gekommen. Ja, so haben wir es abgemacht. Wir haben noch viel zu tun. Also gut. Ein bisschen zähneknirschend schleicht die kleine Katze hinter der Franzi nach. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie eigentlich noch gern ein bisschen länger im Skaterpark geblieben wäre. Aber dort ist Franzi streng. Im Haus der Franzi angekommen, gibt es zuerst mal etwas zur Nacht. Und zwar eine feine Lasagne nach altem Familienrezept. Nach dem Festmahl gehen die beiden Freundinnen ins Zimmer der Franzi. Sie schlägt ein Buch auf und fährt wie wild drin an zu blättern. Die Hanna macht es sich aber lieber noch ein bisschen bequem auf dem Bett. Was meinst du, wenn wir zuerst Gladiatoren im Kolosseum durchgehen? Oder doch lieber, was sie gegessen haben? Ist mir eigentlich wurscht. Das, was du willst. Wir könnten ja zuerst einmal alles durchlesen und dann die wichtigen Wörter mit Leuchtstift markieren. Ja, genau, machen wir das. Komm jetzt mal vom Bett runter. Wir sind nicht hier zum Faulenzen. Ja, ich bin eben gerade noch das Programm der Projektwoche am Anschauen. Das mit dem Line Dance klingt schon noch gut. So, Tanzen zu Country-Musik wäre sicher cool. Aber Theater fände ich eben auch spannend. Was meinst du? Also ich habe gedacht, ich mache vielleicht das mit den Robotern. Weisst du, wie lässig, so einen zum Leben erwecken. Aber Theater wäre auch cool. Meine Mami hat früher die Hauptrolle im Waldtheater gespielt. Stimmt. Ich bin mit meiner Mami auch mal ein Theater schauen. Und das habe ich voll spannend gefunden. Weisst du, wie lässig, selber auf der Bühne zu stehen, wenn die ganze Schule zuschaut. Und am Schluss gibt es immer einen riesigen Applaus und wir dürfen uns verbeugen. Also gut, es ist entschieden. Wir wagen uns auf die Bühne. Und werden die besten Schauspielerinnen im ganzen Wald. So, jetzt müssen wir aber wirklich lernen. Okay, um was geht's schon wieder? Hanna, Römer. Ah ja, also gut, jetzt passe ich auf. Versprochen. Gut, wie hieß die Hauptstadt vom Römischen Reich? Das weiss doch jeder. Rom. Wie heißen die beiden Brüder in der Gründungslegende der Stadt Rom? Remus und Ambus. Fast richtig, Hanna. Er heißt Romulus. Remus und Romulus. Ah ja, aber einen halben Punkt hätte ich gehabt. Ja, herein. Hoi zusammen. Oh, das sehe ich gern. 2 fleissige Kinder am Lernen. Um was geht's? Es geht um Römer, Herr Fuchs. Ah. Salvete discipulae. Was? Ja, das war latinisch und heisst «Seid gegrüßt, Schülerinnen». Und wisst ihr auch, wieso ich latinisch geredet habe? Weil die Römer denken, Latinisch geredet haben. Ist doch klar. Sehr gut, ihr 2.
Oder wie die Römer gesagt hätten, bene factum. Ich lasse euch jetzt weiterlernen. Und wenn ihr Hunger bekommt, dann hat es in der Küche frische Früchte und ein paar Nüsse bereit. Danke, Papi. Also, das mit dem Gründungsdatum von Rom, ich kann es mir einfach nicht merken. 700 irgendetwas. Da haben wir doch im Museum ein super Sprüchli gelernt, um es uns zu merken. Ah ja, genau. Aber sagst du? 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ah, das heisst, Rom ist 753 vor Christus gegründet worden. Ganz genau so ist es. Wow, also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber zum Glück hat Frenzi so eine gute Eselsbrücke parat, um sich die Zahlen zu merken. Die Tage bis zur Prüfung sind schon schnell vorbeigegangen. Zum Glück hat Hanna und Frenzi schon früh angefangen zu lernen. So haben sie ein gutes Gefühl, wenn es um ihr Wissen über die alten Römer geht. Aber es sind nicht alle so gelassen. Nebst dem Frenzi und der Hanna stehen auch noch der Bike, der Mike und der Wels auf dem Pausenhof im Kreis. Man sieht ihnen schon an, dass sie ein bisschen nervös sind. Und gleich läutet die Schulglocke und es geht schon los. Wie ist jetzt der Spruch schon wieder gegangen? 8, 9, 10? Hab dich in Rom gesehen? Nein, es heisst 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ah, ja genau. Bin ich spät? Hat schon geläutet. Was machen die noch da? Nein, die Prüfung hat noch nicht angefangen. Kommst gerade rechtzeitig. Hä? Was? Welche Prüfung? Ja, denke über die Römer. Oh nein! Mist! Ist die schon heute? Ja, und zwar gerade in der ersten Stunde. Aber ich hätte, glaube auch noch ein bisschen mehr lernen. Keine Sorge, Freunde. Wir schaffen das. Cool bleiben und das Beste geben ist jetzt angesagt. Ja, das stimmt. Und wenn ihr Später am Nachmittag sitzen alle Schülerinnen und Schüler von der Frau Schnurrenberger schön geordnet an ihrem Pult. Sie sind ganz vertieft am Prüfungsschreiben und man hört nur das Kratzen von Bleistift auf Blätter und das nervöse Scharren von Finken. So, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt schreibt euch das letzte Wort hier fertig und kontrolliert nochmal, dass ihr euren Namen angeschrieben habt und gebt die Prüfung ab. Beim Rausgehen könnt ihr euch noch vorne an der Tafel gerade für die Projektwoche einschreiben. Puh, das war jetzt streng. Aber ich habe, glaube ich, schier alles gewusst. Und ihr? Ja, ganz okay, Bike. Aber die zweitletzte Frage auf der Rückseite war mega schwierig. Was? Das hat eine Rückseite gehabt? Also, Hanna, bist du immer noch dabei? Wir schreiben uns fürs Theater ein, gell? Ja, das wird super. Das wäre geschafft. Jetzt können die 5 Gespänli endlich entspannen und sich von der Prüfung erholen. Am nächsten Tag treffen sich nach der Schule alle Kinder auf der grossen Wiese hinter dem Schulhaus zum Drachensteigen lassen. Sie haben viel zu diskutieren. Die Prüfung ist zurückgekommen und die Projektwoche steht vor der Tür. Das wird phänomenal. Ich bin bis jetzt nur einmal im Leben bouldern. Hä? Bouldern? Was ist denn das? Weisst, das ist wie Klettern. Aber einfach nicht zu hoch und ohne Seil. Ah, okay. Pass auf mit dem Drachen. Es hat schier ein Knopf gegeben. Was hast denn du ausgewählt für die Projektwoche, Wels? Also, ich habe mich für den Töpferworkshop angemeldet.
das wollte ich immer schon machen. Das klingt mega spannend. Und du, Franzi, was machst du? Ich glaub's einfach nicht. Hä? Was ist los? Ich habe doch wirklich Romulus mit Remulus verwechselt. So etwas kann doch mir nicht passieren. Oh, ist es dir in dem Fall nicht gut gegangen bei der Römerprüfung? Hätte können besser sein. Was hast du denn gehabt? 5,5. Ja, Sepp ist einmal super. Ich hatte ein 5 und ich bin mehr als zufrieden. Wirklich, Franzi. Ich wäre überglücklich mit einem 5,5. Ich hatte ein 4,5 und bin richtig stolz auf mich. So, ihr Blindschleichen. Was schwaffelt ihr wieder für Käse zusammen? Wir reden über unsere Prüfung. Es ist um die Römer gegangen. Am schwierigsten habe ich gefunden, wo wir... Prüfung? Ha! Für mich war das immer viel zu einfach in der Schule. Der Hauser weiss schliesslich alles. Aha, ist das so? Also, welches Tier hat der Remus und der Romulus aufgezogen? Ganz klare Sache. Das war, denke ich, der Steinbock. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Nein, das war ein Wolf, Töff. Das weiss sogar ich. Ein Wolf, Steinbock, das ist doch alles das Gleiche. Und sowieso, das, was die da in der Schule erzählen, das ist alles gleich nur Hafenkabis. Also, ich finde es spannend, was uns Frau Schnurrenberger beibringen. Aber wegen dem weisst du gleich nicht, wie man einen TÜV zusammenflickt. Das sollten sie einem in der Schule nämlich beibringen. Aber mich fragt ja wieder niemand. Also, tschüss, ihr Heugümper. Wieder TÜV raus. Und so braust der TÜV Hauser davon. Er hat es wieder einmal nicht können lassen, einen schlauen Spruch zu bringen. Aber die Kinder lassen sich ihre gute Laune nicht nehmen. Sie freuen sich viel zu fest auf die Projektwoche, die am Montag anfängt. In der Aule der Schule versammelt sich eine Gruppe Kinder im Theatersaal. Ganz aufgeregt und hibbelig stehen sie im Halbkreis. Unter ihnen auch Franzi und Hanna, die mit grossen Augen die Frau anschauen, die ihnen in dieser Woche alles über Schauspiel und Theaterbühne beibringen will. Sie steht in der Mitte zwischen den Kindern, ganz in schwarz gekleidet, hat ein rotes Beret auf dem Kopf und eine kleine Brille mit runden Gläsern auf der Nase. Ihre Blicke wandern von Kind zu Kind. Bonjour, liebe Kinder, und willkommen in der aufregenden Welt des Theaters. Mein Name ist Madame Dernière. Ich werde euch diese Woche das Wunder des Schauspiels näher bringen. Wow, die ist ja mega cool. Ja, die kann sicher super Schauspielerin. Heute werden wir üben. Wir machen verschiedene Rollenspiele und werden herausfinden, wo eure Talente auf der Bühne liegen. Und morgen werde ich bekannt geben, wer welche Rolle spielt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Am Ende der Projektwoche werden wir vor der ganzen Schule unser Stück aufführen. Très bien, mes enfants. Wir starten mit ein paar Stimmübungen. Lockert eure Gesichter und Stimmbänder auf. Macht es mir nach. A, E, Ui. A, E, Ui.
Also mir tun schier meine Flossen weh von dem ganzen Töpfern. Gerade so, Wels. Aber macht's dir Spass? Und wie? Ich glaube, ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt. Hey, lässig. Was machst eigentlich du, Mike? Roboter. Roboter? Genau. Wir haben einen Roboter zusammengebaut und dann haben wir am Computer einstellen, was er machen soll. Und? Hat's geklappt? So lala. Zusammenbauen konnte er schon können. Aber er ist dann gleich nicht dort gefahren, wo ich wollte. Ja, no. Aber Hauptsache, du hast Freude dran. Und du, Mike? Wie ist es beim Bouldern? Es ist gut. Aber ich spüre langsam meine Finger und Arme von dem ganzen Klettern. Und ich bin voller weissem Pulver. Hä? Was für Pulver? Magnesium. Das ist ein bisschen wie Kreide. Das tut man auf die Hände und dann kann man sich viel besser an den Boulder heben. Aha. Ihr hättet den Logan sehen. Er hat ein 6C geflasht. So heisst, wenn man beim Bouldern beim ersten Mal eine Route schafft. Das klingt mega toll. Aber ihr hättet beim Theater dabei sein. Bei einer Übung musste ich einen Gückel auf Rollerblades spielen, der in einem Süssigkeitenladen Zuckerwatte kaufen. Ich musste so lachen. Was? Ein Gückel? Auf Rollerblades? Was ist denn das für ein komisches Theater? Das nennt man eben Improvisieren. Frau Derniere, unsere Theaterlehrerin, hat uns irgendeine Szene vorgegeben und wir mussten einfach spielen. Vor der ganzen Theatergruppe. Das hat richtig Mut gebraucht. Ja, das war so lustig. Ich habe mir fast den Schranz im Buch gelacht, wo der Benni ein Stück Holz im Bach musste spielen. Aber, die Frau Dernier ist manchmal auch recht streng, gell? Ja, dort, wo ich am Schluss ein Hummeli im Blumenbeet spielen musste, hat sie immer wieder gesagt, ich müsse mehr loslassen. Ich weiss nicht genau, was sie gemeint hat. Ist doch gleich. Es geht vor allem darum, dass man Spass hat am Theaterspielen. Kinder, es geht weiter. Oh, ich glaube, wir sollten wieder zurück in die Aula. Also, bis später. Bis später. Ciao. Tschüss. Die Projektwoche ist voll im Gange und die Kinder sind Feuer und Flamme für ihre Projekte. In jeder Pause treffen sie sich wieder und besprechen, was sie erlebt haben. Am nächsten Tag stehen Hanna und Frenzi wieder mit den anderen Kindern in der Aula im Halbkreis um Frau Dernier. Sie hat wichtige Neuigkeiten für die Theatergruppe. Ruhe, Kinder, jetzt bitte leise. Passt gut auf. Gestern habe ich euch ganz genau zugeschaut und mir Notizen gemacht. Und heute, ich sage euch, wer welche Aufgabe beim Theater hat. Wie ich gestern schon erwähnt habe, spielen wir ein formidables Stück. Geschrieben von mir persönlich. Es heißt Die Legende des Mondsteins. Es ist eine fantastische Geschichte mit Spannung, Humor und viele Emotionen. Umso wichtiger ist es also, dass jede Rolle auch vom richtigen Schauspieler oder Schauspielerin verkörpert wird. Also, Dübi Dütlinger, du hast die große Aufgabe, das Licht für das Theater zu machen. Legende! Andi Lupe, du spielst den Landvogt. Oha, das tönt ja klasse. Igor Igel, du spielst den Hofnarr. Jackpot, den wollte ich sein. Benny Bouvier, du bist der Knappe. Hä? Was ist denn das? Linda Und so werden allen Kindern eins ums andere eine Rolle zugeteilt, bis nur noch die beiden Freundinnen Hanna und Frenzi übrig sind. Und jetzt zur Hauptrolle des Stücks, der Mondprinzessin. Und die Mondprinzessin spielt Anna Schnürrenberger. Ich gratuliere dir, Anna. Du bist ein wahres Naturtalent auf der Bühne. Exzeptionell.
Danke. Und was ist mit mir? Oh ja, Françoise Fuchs. Ah, da ist sie ja. Du spielst die eifersüchtige Schwester der Prinzessin, Juliette Chaloux. So, das waren nun alle Rollen und unser Unterricht ist für heute beendet. Adieu, mes enfants. Dann ist der Roboter im Kreis gefahren und nachher noch hin und her und dann... Oh, sorry, ich muss jetzt hier rechts abbiegen. Ja nu, man sieht sich morgen. Tschüss zusammen. Ciao, Mike. Geht's dir gut, Franzi? Du hast, glaube ich, den ganzen Heimweg noch kein einziges Wort gesagt. Ja, alles prima. Ich muss die noch ein ganz schwieriges Stück auf der Klarinette üben, weisst? Ich habe halt auch noch anders im Sinn als Theaterle. Aha, ja, dann ist ja gut. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Uiui, also ob da wirklich alles also prima ist, wie es Franzi sagt. Aber das gutmütige Büsi Hanna denkt sich nichts Weiteres dabei und ist mit Gedanken schon beim Nachtessen. Außerdem kann sie es kaum erwarten, ihrer Mutter zu erzählen, dass sie doch tatsächlich die Hauptrolle im Theater spielen wird. Also heute Nacht schläft Hanna sicher gut ein und träumt vielleicht schon von der Mondprinzessin. So sei es, junge Prinzessin. Mach dich nun auf den Weg zur alten Waldhexe. Sie wird dir den Weg zum Mondstein weisen. Aber gib Acht, der Weg ist steinig und voller Gefahren. Bravo, Monsieur Landvogt. Sehr schön. Aber sprich nächstes Mal noch mit mehr Emotionen in der Stimme. Denk daran, es geht um die Prinzessin und du bist sehr besorgt. Ja, ist gut, mach ich. Und du, Anna? Formidable. Diese Leidenschaft. Du erinnerst mich an mich selbst, wie ich als kleines Mädchen das erste Mal auf der Bühne stand. Fantastique. Und jetzt du, Françoise. Das kannst du noch besser. Ich spüre noch nicht das Feuer. Du musst dich fallen lassen. Fallen lassen. Ich brauche mehr Erz. Ja, ist gut, Frau Derniere. So, das war es wieder für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Mach doch nichts, Franzi. Morgen ist auch wieder ein Tag und dann geht's sicher besser. Hey, lauf doch nicht gerade davon. Warte auf mich. Franzi, warte doch jetzt. Oh, Franzi, schau mal, was ich für eine schöne Vase gemacht habe. Und ich habe hier so kleine Seerosenblätter drauf gemacht. Franzi? Oh je, es scheint, als wäre die Stimmung zwischen den beiden Freundinnen gerade ziemlich im Keller. Die Franzi hat kein Wort mit der Hanna geredet und ist einfach ohne sie heimgefahren. So ein Verhalten kennt Hanna sonst gar nicht vom Franzi. Das hat sie noch den ganzen Abend beschäftigt. Hat sie echt etwas falsch gemacht? Auch am nächsten Tag heisst es bei der Frau Derniere: Üben, üben, üben. Die eine oder die andere hat schon ganz müde Äugli, wo die letzte Szene vom Tag geübt wird. Viele
Viele Brücken musste ich überqueren, viele Wälder durchwandern, um diese Lichtung zu erreichen. Und nun, mit der Kraft meines Mondsteines, werde ich auch dir, Henriette, Anführerin der Räuberbande, endlich das Handwerk legen. Bravo, bravo! Wir schließen den Unterricht für heute. Erholt euch gut, mes enfants. Morgen ist auch Probe. Du machst das so gut. Wow, das hast du richtig super gemacht, Hanna. Ich wünschte, ich könnte so gut Theater Vor lauter Bewunderung und Kompliment merkt Hanna gar nicht, dass die Frenzi hässig aus der Aula gesprungen ist. Danke vielmals. Hey, wo ist eigentlich das Franzi? Mike, habt ihr irgendwo das Franzi gesehen? Ja, die ist gerade vor hier vorbeigesprungen. Ist alles okay? Schau mal, mein Roboter. Der kann jetzt im Fall auch Hat's nicht... keine Zeit für das, Mike? Wo können sie nur sein? Ich gehe mal zu den Veloständern schauen. Ah, da bist du ja. Lass mich in Ruhe. Kannst du mit deinen Theaterfreunden reden? Hä? Aber du bist doch meine beste Freundin. Wieso bist du so verrückt auf mich, Franzi? Du hast doch nur Theater spielen, weil du gewusst hast, dass du in dem besser bist als ich. Und jetzt bist du der Star und alle lachen über mich. Das ist doch gar nicht wahr. Du bist doch sonst immer die Beste. Die Beste in der Schule, die Beste im Unihockey und mit der Klarinette. Das Einzige, wo du nicht die Beste drin bist, ist eine gute Freundin zu sein. Dann such dir doch eine neue Freundin. Ja, mach ich auch. Es ist nie schön, wenn sich zwei beste Freundinnen streiten. Und das zu hören, tut einem richtig weh im Herz. Eigentlich sind die beiden unzertrennbar und können über alles reden. Aber die neue Situation, dass oftmals die Hanna und nicht mehr das Frenzi von allen anderen gelobt wird, stellt die Freundschaft auf eine ernsthafte Probe. Wo die beiden in ihren Betten liegen, kann weder die Hanna noch das Frenzi einschlafen. In ihren Köpfen herrscht ein wildes Durcheinander von verschiedenen Gefühlen. Sie sind traurig, hässig, enttäuscht, fühlen sich unverstanden und einsam. Doch irgendwann werden sie gleich von der Müdigkeit übermannt und ihre Augen gehen langsam zu. Ein neuer Morgen bricht an. Hinter den Bergen hängen dichte graue Wolken am Himmel und es regnet. Es ist der Tag der Hauptprobe und unsere Theatergruppe übt nochmal ihre Szene in der Aula. Herr Landvogt, Henriette wurde mit ihrer Räuberbande im nahen Fichtenwald gesichtet. Ausgezeichnet, Knappe. Ihr dürft euch mit dieser goldenen Dukate auf dem Markt verköstigen. Meine Gedanken sind bei der holden Mondprinzessin, auf dass sie diese Halunken ein für allemal in die Flucht schlagen mag. Was höre ich da, Landvogt? Meine, Schwester! Schwester, ist diese Herausforderung doch nicht
Gewachsen. Gewachsen! Nein, lasst mich an ihrer Stelle, also... Mon Dieu! Was ist denn los mit ihr? Frau Dernier hat noch nicht einmal ganz verstanden, was passiert ist. Da ist auch Hanne schon an der brüllenden Frenzi nachgesprungen. Sie ist zwar immer noch recht verrückt und der Streit von gestern liegt ihr noch schwer im Magen, doch in dem Moment kann sie einfach nicht anders. Draussen auf dem Pausenplatz ist es grusig, nass und kalt. Aber das macht der Hanne im Moment nichts aus. Sie weiss sofort, wo sie die Frenzi als erstes suchen muss. Sie rennt schnurstracks zu ihrem liebsten Ort auf dem Spielplatz. Zoberst im kleinen Holzhütli neben der Rutschbahn. Dort findet sie die Frenzi schluchzend mit der Pfote im Gesicht. Tränen laufen ihr über die Wangen, wo die Hanne sich zu ihr anhockt und versucht, ihren Arm um sie zu legen. Habe ich doch gedacht, dass ich dich da finde. Gang weg! Du bist nicht mehr meine Freundin! Gang! Franzi, red doch mit mir! Hau ab! Nein, ich lasse dich nicht allein. Ich sehe doch, wie schlecht es dir geht. Ich sehe es dir doch an, Franzi. Du brauchst jetzt eine Umarmung. Ich weiss... Die Hanne versteht kein Wort, das Frenzi ihr sagen will. Es hat alles keinen Zweck. Die traurige Füchsin muss jetzt einfach ihre Emotionen rauslassen. Die Hanne halten sie dabei fest in ihren Armen. So sitzen die zwei noch ein paar Minuten schweigend und hören am Prasseln vom Regen zu. Es tut mir leid, Hanna. Ich wollte nicht so zu dir sein. Aber wo ich gesehen habe, wie du gut schauspielern kannst, da bin ich einfach richtig eifersüchtig geworden. Ach, Franzi, das kenne ich doch auch. Ich bin manchmal auch eifersüchtig auf dich. Aber dir fällt das mit dem Theater so leicht. Du kannst dir einfach alle Texte merken und weisst sogar die schwierigen Wörter immer auswendig. So geht es mir doch auch immer wieder. Wenn ich sehe, wie locker du die Sachen mit den Römern kannst lernen und wie gut deine Noten sind. Oder wie gut du im Unihockey bist. Oder Klarinette spielst. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vorher, als ich den Text vergessen habe, ist mir einfach alles zu viel geworden und ich bin total ausgeflippt. Und morgen ist ja schon das Theater. Hey, wir geben einfach unser Bestes. Dann kommt es sicher gut. Solange wir zwei zusammenheben, können wir jede Herausforderung meistern. Heisst das, wir sind wieder Freundinnen? Beste Freundinnen. Für immer. So ein Streit kommt auch in den besten Freundschaften vor. Wichtig ist einfach, dass man sich nachher wieder miteinander versöhnen kann. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber am besten ist es, wenn man miteinander reden tut. Nur so kann das Gegenüber auch verstehen, warum man sich traurig oder enttäuscht gefühlt hat. Genau so war es bei der Hanne und dem Frenzi. Zwischen ihrer Freundschaft sind grosse graue Wolken aufgezogen. Aber auch die dunkelste Wolke zieht irgendwann vorbei, sodass die Sonne wieder scheinen kann und ihre Freundschaft erhält. Jetzt ist er endlich da, der grosse Tag. Heute findet die Aufführung vom Theater «Die Legende des Mondsteins» statt. In der Aule hat sich fast das ganze Dorf versammelt. Die vordersten Reihen sind für die Schulkinder reserviert. Da hocken jetzt auch der Bike, der Mike und der Wels. Sie können vor Aufregung kaum still sitzen. Weiter hinten sitzen die Erwachsenen
Und zuhinterst stehen sogar noch ein paar, die keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Das Theater fängt an und das ganze Publikum wird mucksmüsli-still. Die erste Szene ist gerade eine besonders komplizierte, aber die Kinder spielen so, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Die Erwachsenen sind ganz stolz auf ihre Sprösslinge. Das ist also grandios. Nicht wahr, Letizia? Ah, ich bin ganz gerührt. Nun, da ihr die böse Räuberbande für immer verbannt und mit Hilfe des Mondsteines dem Regenbogen seine Farben zurückgegeben habt, kehrt auch der Frieden in unser Königreich zurück. Hoch lebe die Mondsteinprinzessin und ihre Schwester Juliette! Hurra! 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 Da sind sie jetzt wirklich stolz. Ich bin begeistert. Das Publikum ist völlig zum Häusli aus. Die Leute toben und klatschen. Während sich die Schauspieler auf der Bühne verneigen, stehen einige sogar von den Stühlen auf und applaudieren noch lauter. Der Saal leert sich langsam und alle Leute laufen Richtung Ausgang. Vor der Aule treffen sich sowohl Schauspieler wie auch Zuschauer. Ich weiss noch genau, wie ich früher Theater gespielt habe. Unsere Gruppe. Wir hätten in New York am Broadway auftreten. Ich bin ganz stolz. Super, einfach super haben sie das gemacht. Ich habe es so schön gefunden, wie die zwei Schwestern am Schluss wieder zusammengefunden haben. Wow! Schau mal all die Leute an, die sind zuschauen. Ja, und unsere Freundinnen haben richtig auf der Bühne glänzen. Hey, schau, dort sind sie ja gerade. Hanna, Franzi. Hoi, ihr zwei Superstars. Hey, das habt ihr mega gemacht. Ja, und der Teil im Wald war richtig fürchig. Und der Kampf mit der Räuberbande war so spannend. Danke, Jungs. Aber die Hanna hat heute wirklich den Auftritt von ihrem Leben gehabt. Ich bin so froh, sind wir wieder beste Freundinnen. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ich auch nicht. Zusammen schaffen wir alles. So ist es. Ein dreifaches Hoch auf die Hanna und Franzi. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Die Franzi und die Hanna sind sichtlich stolz und geniessen von allen Komplimente zu bekommen. Sie sind aber auch froh, dass sie das Theater jetzt durch haben und nicht mehr jeden Tag mit Text und Szenen üben. Es war nicht nur einfach, aber die Erfahrung hat ihnen gezeigt, wie stark ihre Freundschaft ist. Keine Herausforderung ist zu gross, wenn man gute Freunde um sich herum hat.